vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Wunderbar. Heute zusammen. Heute zusammen. Geht's euch gut? Haben ihr genug warm? Sind ihr fit und knusprig? Sind alle schon am Wedeln, wie wir irgendwie in Santa Rica, Santorini oder irgendwo im Mittelamerika wären? So fühlt sich da an und das ist doch gut. Wie Ferien, oder? Wie Ferien. Lieben die Männer, lieben ihr den Clip? Ja, mal einen Mannenclip, weißt du, wirklich da rein. Der Manu Bertone, das ist ein ganz guter Mann da oben. Ich liebe das, so viel Kreativität in der Kirche. Wisst ihr, das ist nicht irgendein gekaufter Clip. Die Musik ist auch nicht gekauft. Die haben gute Leute am 20er selber gemacht zu dem. Können wir da mal einen Applaus geben? Das ist einfach, ich bin begeistert. Einfach die Vielfalt von den Gaben, die Gott einfach in der Gemeinschaft möglich macht. Und das liebe ich. Und ich liebe auch das Thema Knockdown, wenn das Umstände zuschlagen. Und ich liebe es, dass wir im 20er wirklich Sachen anschauen, auch das Leben dort anschauen, wo es nicht immer nur rosig ist. Und wir in diesem Moment Gott suchen. Und um das geht es in dieser Serie. Wir möchten wirklich mal nicht diese Augen probieren, einfache Antwort, sondern probieren wirklich anschauen, wo gibt es einfach schwierige Umstände. Und in diesen Umständen möchten wir Gott suchen. Und wir werden ihn finden. Und darum, lass uns doch zusammen beten. Sind wir ready? Hä? Alright, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, bist du da. Heiliger Geist, ich danke dir, dass keine Person per Zufall da ist, jetzt da oben oder unten im Unplugged. Danke, kennst du uns und hast du gute Pläne für unser Leben. Und mein Wunsch ist und mein Gebet ist, Jesus, dass du jeder Person begegnest, wo sie sind, dass wir nicht mehr gleich heimgehen, wie wir angekommen sind, dass dort, wo Zerbruch ist, dass du wieder herstellst, wo Hoffnungslosigkeit ist, wieder Hoffnung durchspringen, dort, wo Vision kaputt gegangen ist, wieder Vision durchschenken. Dort, wo Krankheit ist, dass du durch Heilung einbringen. Dort, wo Einsamkeit ist, dass du kommst mit deiner Gegenwart. Wir sind schlussendlich alle nichts ohne dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Reden. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Kraft. Wir lieben dich und wir heißen dich so willkommen zum Wirken da unter uns. Amen. Das heutige Thema, wenn du aufschreiben willst, wieso bin ich nicht stärker? Wieso? Ich bin am Trainieren. Genau, ich habe gesagt, hey, das Lebensziel, nicht das Lebensziel, ich habe nicht das Mal gesagt, hey, was wollen wir machen? Jedes irgendein Ziel für das Jahr. Und ich habe gesagt, ich möchte die Disziplin, körperliche Disziplin besser werden. Und habe mich dann da angemeldet mit einem Kollegen und bin jetzt dran. Aber ich bin immer noch nicht so stark wie die vor mir. Ich muss immer das Gewicht quasi, den Hebel rausnehmen und wieder oben rein tun. Kennt ihr das? Vielleicht mache ich jetzt einfach einen Trick, weil wenn ich gehe, tue ich immer den Hebel ganz unten rein, oder? Nein, natürlich nicht. Ich stehe zu meinem Gewicht, zu dem, was ich stemmen kann. Und das ist gut. Aber die Frage ist, wieso bin ich nicht stärker? Nicht nur auf das, sondern in Lebenssituationen. Wieso bin ich nicht schneller? Wieso bin ich nicht so oder so? Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen.
mit dem, wo wir sind. Ich bin in ein Nico-Camp gegangen. Und das ist ein Camp, das dich probiert, an deine Grenzen zu bringen. Und ich habe das noch geliebt, weil das gestanden abseilen und wandern und zelten und so. Und ich dachte, das ist kein Problem, also da bringst du mich noch nicht an meine Grenzen. Aber sie haben es geschafft, mich an meine Grenzen zu bringen. Und nicht zwar mit Abseilen, auch nicht, dass am Morgen um 3 Uhr wecken, Zelt abbauen, durch die Nacht durchlaufen und aufstellen und dann wieder abbauen und wieder laufen und wenig essen und wenig Schlaf und alles. Es war alles okay gewesen. Weißt du, was schwierig war? Ich war in einer Gruppe mit der am schnellsten am ersten Tag gesäckelt ist. Das bin ich. Ja. Ich habe noch nicht gewusst, für was der Race ist. Ich kann einfach alles geben. Der am schnellsten ist das Team mit denen, die am längsten. Und das ist wirklich eine Big American Mama, die 3-mal meine Größe im Minimum war. Und ich will jetzt nicht übertrieben. Und man musste immer zur gleichen Zeit laufen, zur gleichen Zeit ankommen, alles. Haben wir als ganzes Team machen. Die hat nach jedem Stegentritt Pause einlegen. Ich habe Krise geschoben, weil meine Schwäche ist Rücksichtnahme. Ja, jetzt tue ich mal Flagge bekennen. Aber ich habe wirklich irgendwann gedacht, Jesus, weißt du, so christlich gewesen. Nach jedem Tag hast du so Auswertungen gehabt und so. Und ich habe gesagt, hey, irgendwann habe ich es einfach nicht mehr gesagt. Das regt mich so auf. Nein, wirklich. Weißt du, einfach, wieso machst du das? Komm doch nicht in das. Ich habe einfach keine Rücksicht gehabt. Keine Rücksicht. Ich habe wirklich keine Liebe gehabt. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Andere sind an ihre Grenzen gekommen, weil einfach die Halterung beim Abseilen ist einfach zu wenig gross gewesen. Die Frau ist gar nicht reingekommen, oder? Haben wir 2 aneinander gemacht, ist immer noch nicht reingekommen. Andere sind an ihre Grenzen gekommen, weil sie einfach Höhenangst hatten. Andere sind an die Grenzen und gesagt, wenn ich meine 3 geregelte Mahlzeiten habe, dann kann ich nicht funktionieren. Andere sind an ihre Grenzen gekommen, weil wir nie alleine sein durften, die ganze Woche. Eine ganze Woche nie alleine aufs WC, musst du mit einem Mann gehen, oder Mann mit einem Mann, Frau mit einer Frau. Du hast nie alleine, du hast nie gewusst, was auf dich zukommt. Das war meine Grenzerfahrung. Ich habe es geliebt, aber ich bin an meine Grenzen gekommen. Wissen die, dass wir noch viel an so Grenzen kommen? Irgendwie ist es unser Naturell drin, dass wir an unsere Grenzen kommen. Ich habe gerade gelesen, der Matthew Barnett ist am ICF-Konferenz und hat mir gesagt, hey, ich habe mich jetzt angemeldet für den 7 Days, 7 Marathons in 7 Continents. Also der säckelt jetzt 7 Marathon in 7 Tagen, in 7 Kontinenten. Schläft in 7 Tagen fast nichts und rennt jeden Tag Minimum 42 Kilometer. Haben sich 12 Personen angemeldet jetzt, im Januar startet es. Und ich habe gelesen, wieso das die machen. Dann haben sie gesagt, wir wollen an unsere Grenzen kommen. Wir wollen sehen, wie viel steht da rein, wie viel steckt in uns rein. Und irgendwie, für die einen, die müssen sich eben so in ein Camp gehen oder so einen 7-Day-Challenge. Andere, vielleicht bist du da rein und sagst, ja, ich muss nicht weiter schauen, ich sehe meine Grenzen jeden Tag. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, merke ich brauche mehr Schlaf. Vielleicht bist du da rein und sagst, ja, also ich muss es definitiv nicht. Fakt ist, wir alle haben irgendwo Grenzen. Irgendwo merken wir sind nicht so, wie wir vielleicht möchten, so stark, so gescheit, so outgoing, so mutig, so glaubensvoll, so, es gibt so viele Möglichkeiten. So gut kann ich mich ausdrücken oder nicht so gut. So gut kann ich schreiben. Ich komme da an meine Grenzen mit der Disziplin. Ich komme an die Grenzen mit Freundlichkeit. Ich habe Schwächen, wo ich gerne möchte stärker sein. Und ich möchte das anschauen. Weil eins müssen wir uns bewusst sein, dass wir alle haben Grenzen. Wenn alle irgendwo merken, wir sind einfach zu wenig stark, wie wir es gerne wären. Das Krasse ist, man sieht es natürlich nicht immer. Weil du kennst ja deine Schwächen sehr gut. Weil du lebst ja mit dir. Du weißt, wenn du merkst, ey, ich möchte gerne nicht so outgoing sein wie die andere Person, ich habe aber keinen Mut, auf die Person zuzugehen. Die sind deine Grenzen sehr bewusst. Und du hast immer gedacht, ja, ich habe Grenzen, niemand anders, aber das Fakt ist, wir haben alle Grenzen. Wir haben alle irgendwo Begrenzungen. Wir haben alle irgendwo unsere Kämpfe. Du musst nur mal ein bisschen mehr anhören. So interessant, auch weißt jetzt,
so viele von meinen Freunden, die denken, ja gut, die haben es immer gut. Aber Fakt ist, wir haben alle unsere Grenzen. Wir haben alle unsere Kämpfe. Wir haben unsere Schwierigkeiten. Aber das ist auch okay so. Und dann kommt noch ein anderes dazu. Da kommt der religiöse Druck dazu. Wenn du ja mit Gott sollst, doch alles ist doch für dich möglich, was Gott glaubt. Und dann hast du das Gefühl, du musst, dann bist du immer noch, siehst du all die Leute, die all die krassen Sachen machen und sie schmeißen das und sie quasi sind noch Hausmami und leiten eine Non-Profit-Organisation und schaffen 80% und gehen jeden Tag ins Fitness. Wie schaffen die das? Kennt ihr das? Ich bin so froh, dass Gott unsere Grenzen kennt. Wir lesen im 1. Johannes 3, Vers 20. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Er kennt unsere Bemühen wie unsere Grenzen. Er kennt nicht nur unsere Grenzen, er kann sich sogar mitfühlen. Er kennt unsere Nöte. Im Hebräer 4, Vers 15 steht, doch er gehört, redet über Jesus, nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Also Jesus ist nicht nur, er kennt unsere Grenzen, er kann sogar mitfühlen. Er hat auch Nöte gehabt. Er hat Schwächen gehabt. Und das andere ist, nicht alle Schwächen sind eigentlich Schwächen. Im 1. Korinther 1, 15 steht, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Jesus ist ans Kreuz gegangen, als schwacher Mann. Aber der Akt von der Begrenzung hat das Unlimitierte losgelöst. Er hat dort eigentlich, das ist der ultimative Akt vom Sieg, von der unlimitierten Stärke. Ab und zu sieht Sachen, vielleicht scheint als Schwäche, aber eigentlich ist es Stärke. Und wichtig ist, dass wir anfangen, unsere Grenzen kennen. Erst dann können wir mit dem arbeiten. Wenn ich anschaue, unsere Grenzen, möchte ich kurz einfach praktisch werden. Ich merke, Grenzen können von natürlicher Natur kommen oder sie können durch Erlebnis gesetzt werden. Es gibt Leute, die brauchen einfach weniger Schlaf. Die können mehr in einen Tag hineinpacken. Und vielleicht bist du von denen. Vielleicht bist du aber auch von denen, die sagen, ich muss meine 9 Stunden Schlaf haben. Ich kann nicht 3, 4 Sachen parallel nebendran haben. Ich habe so viel Kapazität und nicht so viel. Und Männer sind anders als Frauen. In den Frauen gibt es Unterschiedlichkeiten. Und das ist nicht das Problem. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Was wir müssen anfangen, aufhören zu vergleichen. Weil, wenn du anschaust, was Gott sagt, Herr hat der eine so viel gegeben, der andere so viel gegeben. Er sagt nicht, ich vergleiche, ich möchte so viel Resultat, wie der andere Kollege. So, nein, anhand von dem, was ich dir gegeben habe, gibst du mir das. Er vergleicht dein Result, das, was du machst, deine Stärken und Schwächen, nicht mit dem anderen. Er schaut das an, was er dir gerne gefällt, gibst du mir das, was du hast. Aber wir vergleichen uns immer, wir denken, wir möchten so viel machen wie der andere Kollege. Ich möchte auch so sein wie er, aber er sagt, nein, Moment, wie habe ich dich gemacht, gibst du mir das, was ich dir gerne. Und vielmals sind wir so beschäftigt, so mit unserem Vergleichen und unzufrieden sein, dass wir nicht andere Grenzen haben, weitere Grenzen, größere Stärken, dass wir nicht einmal das geben, was Gott uns gibt. Dass wir nicht einmal das ausleben, was er uns reingesteckt hat. Dass wir nicht einmal ihm sagen, ich habe einfach so viel Kapazität und ich gebe dir das. Und er sagt, weißt du was, ich nehme das, ich schaffe mit dem und ich will Gewaltiges daraus machen. Versteht ihr das? Es ist so ruhig, weil es wahrscheinlich so heiß ist, dann weiter werden. Das andere ist aber, dass es gibt Momente in unserem Leben, wo plötzlich Sachen passieren, wo unsere Grenzen plötzlich werden enger. Und plötzlich haben wir weniger Kapazität. Vielleicht bist du plagt von Angst.
Und es ist eigentlich mal entstanden durch irgendetwas in deiner Kindheit, ein traumatisches Erlebnis. Vielleicht ist es durch eine Niederlage, die du gemacht hast und wo du plötzlich gesagt hast, das werde ich nie mehr machen können und du begrenzt jetzt dich selber. Vielleicht ist es ein Burnout, das passiert ist. Vielleicht haben Leute über dir Sachen ausgesprochen, die wie Grenzen sind, wo du nicht mehr weitergehen kannst. Die nicht von natürlicher Natur kommen, sondern von Sachen, die wir erlebt haben, die wir gehört haben, wo wir durchgegangen sind. Und wir müssen das unterschiedlich anschauen. Und ich möchte jemanden auf der Bühne willkommen heißen, der von ihrem Leben erzählen möchte. Und darum lass uns einen riesen Applaus geben, der Janina Kunz. Janina, ja gut, jetzt haben wir noch ein Stuhl, können wir noch ein hocken, danke vielmals. Janina ist im Summercamp, hat letztes Jahr sie mega viel Verantwortung übernommen, hat eigentlich das Backoffice geschmissen und hat du hast mega viel können unter einen Hut packen, gell? Und dann ist es zu dem Tag gekommen, wo die Leute ins Camp gekommen sind und du hast plötzlich nicht mehr können, hast alle Aufgaben abgeben, du musst alle Verantwortung abgeben. Erzähl mir kurz, was ist dort passiert? Also im Vorfeld habe ich sehr viele Aufgaben übernommen, genau. Und wenn jemand gefehlt hat zum Beispiel, dann bin ich eingesprungen. Oder wenn irgendwas zu retten war, dann habe ich das gerettet. Also ich habe mich sehr als so Gutmensch in diese Lücken rein gebeamt. Also ich habe ganz viel auch aufgenommen und so und ganz viel konnte ich gut verarbeiten, aber dann war es doch irgendwie zu viel, weil als dann die ganzen Teilnehmer aufs Camp gekommen sind, bin ich platt gewesen. Also ich war wirklich von heute auf morgen einfach, ich hatte so einen richtigen Zusammenbruch. Was ist nachher passiert? Ja, nachdem dann ich beim Arzt war und der mich krankgeschrieben hat und das natürlich alles so in einem Kirchenkontext war, was auch irgendwie besonders war, habe ich einfach festgestellt, das ist der tiefste Punkt in meinem Leben. Also ich bin noch nie so tief gewesen und so hilflos auch, weil man kann sich nicht mal auf sich selber verlassen. Also es war so ein krasser Augenblick. Und trotzdem habe ich mich in dem Prozess entschieden, nicht Gott loszulassen. Also es war oft so, dass ich gedacht habe, keine Lust, aber ich habe trotzdem gesagt, nein, ich bleibe einfach dran. Und da bin ich jetzt auch im Nachhinein voll dankbar, weil es gab so oft so Tiefs, wo ich einfach nichts mehr gesehen habe, wo ich nur noch geweint habe und wo so ohne Grund gefühlt. Also alle haben so gedacht, oder ich hatte immer das Gefühl, einfach, es macht einfach keinen Sinn, warum ich so fertig bin. Und es war dann so das erste Tal und dann hatte ich das Gefühl, wie dass Gott so einen Lichtstrahl oder so eine Erkenntnis schenkt. Es war einfach so ein Augenblick, wo er ganz klar zu mir geredet hat. Und eine Situation war so, dass ich einen Vater beobachtet habe, der seiner 4-jährigen Tochter den Teller gegeben hat. Und die Tochter hatte ein Spielzeug in der Hand und hat in der anderen Hand den Teller entgegengenommen und wollte das Spielzeug wegtun und den Teller dann mit beiden Händen nehmen. Und währenddessen ist der Teller umgefallen, das Essen lag auf dem Boden, das Mädchen ist weggerannt, hat sich versteckt, hat geweint. Und mir war das so krass gleich. Also Gott hat dann ein paar Tage später so richtig zu mir gesagt, guck, und so sehe ich dich auch, dass du Aufgaben annimmst, aber eigentlich mit was anderem beschäftigt bist, dann fallen die rum und dann rennst du weg und weinst. Also definierst dich sozusagen darüber. Und dann ist es halt so krass, weil dann checkst du es, okay, das ist der Punkt und dann wirst du wütend. Und dann hast du so eine Wut, dass du in den Wald gehen willst und wirklich jeden Baum einzeln ausreißen willst. Und das ist so richtig ein Tal und dann checkst du es und dann ist es so richtig nochmal und dann genau, einfach auch ganz viele Tränen, ganz viel Verzweiflung und ganz viele Fragen. Gott, wo warst du damals, als sie mir den Teller gegeben haben? Und dann habe ich auch mit der Zeit gemerkt, dass es gar nicht so viel mehr mit der Kirche zu tun hat, sondern dass es eigentlich so das ganze Leben schon so war und dann das eigentlich nur noch so rausgeplatzt ist. Es ist eine Explosion passiert, auch einfach im Camp. Hat sie den Trigger. Wo stehst du heute, jetzt fast ein Jahr nachher? Also ich bin voll dankbar, dass nicht also ich habe immer gedacht, warum macht Gott das nicht einfach so? Und ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass Gott nicht auf dem Summercamp gesagt hat, so, und jetzt bist du gesund, sondern dass er wirklich mit mir jetzt diesen Prozess gegangen ist, weil
ich hätte nie so viel gelernt oder so viel rausgefunden und so viele Lichtblicke und Erkenntnisse gehabt. Und ich wäre einfach in dem alten Muster geblieben. Und so hat Gott wirklich immer wieder so kleine Sachen aufgearbeitet, große Sachen rausgeholt und frei gemacht. Yes. Ich bin begeistert von deiner Ehrlichkeit und das spricht zu uns. Erzähl uns noch, was hat dir geholfen in all diesem Prozess? Was hat dir geholfen? Also in diese Freiheit reinzukommen, hat mir auf jeden Fall mega geholfen. Therapie. Also das war am Anfang schwierig, aber es hat dann funktioniert und ich habe dann gute Therapie in Deutschland gefunden und bin jeden Donnerstag 4 Stunden hin und jeden Freitag 4 Stunden zurückgefahren. Und in diesen 4 Stunden hin und zurück konnte ich mich mega alles aufarbeiten, was da rauskam oder was da passiert ist. Und zusätzlich bin ich ja nicht mehr in die Kirche gegangen, weil das war für mich so schwierig. Deswegen bin ich ich habe einfach gesagt, ich gehe in die Kleingruppe. Und die Kleingruppe oder die Small Group hat sich nicht um mich gedreht und meine Probleme, sondern sie hat einfach das gemacht, was sie immer macht. Und es tat mir so gut. Und meine Freunde haben ganz viel Wahrheit auch in mich reingesprochen, haben gesagt, du bist das und du bist das und Gott hat das mit dir vor. Genau, und für mich selber hat mir einfach geholfen, mega Musik zu machen und dadurch alles rauszulassen und auch malen und schreiben und lauter so Sachen. Ich bin so begeistert. Danke so viel mal, dass Sie von Ihrem Leben erzählt. Können wir noch einen riesen Applaus geben. Für mich ist das... ganz ehrlich, es ist so für mich nicht einfach gewesen, zu sehen, weil ich bin ihr Leiter da war und merke, jemand unter mir brennt irgendwie aus. Und das einfach zu sehen, dass wir jetzt zusammen da stehen, wo du jetzt bist, ist für mich ein Wunder. Ist für mich ein Wunder. Und wie du gesagt hast, ist nicht ein Wunder, das nicht so passiert ist, aber im Prozess. Und ich liebe einfach, wie Gott mit uns den Weg geht, in unseren Grenzen und dort die anfangen zu sprengen, dort wo Sachen passierten, die uns begrenzt haben, die eigentlich gar nicht so gedacht waren. Und ich merke, dass Gott, er arbeitet in unseren Grenzen. Ich bin so ermutigt von dem, von einer Bibelstelle, die ich nachher vorlesen möchte. Aber ich beobachte oft, dass wir probieren, durch Grenzen durchzubrechen. Selber einfach mit dem Kopf durch die Wand. Wir gehen so weit, bis mir plötzlich eben dann die Explosion passiert. Wenn eigentlich das gar nicht der Zweck der Sache ist. Ich sage nicht, dass Grenzen sich nie bewegen. Ich komme nachher darauf zurück. Aber dass wir anfangen zu wissen, was kann ich, wie viel Kapazität habe ich. Und anfangen in dem Sinne zu sagen, Gott, das kann ich, das habe ich. Und dort lade ich dich jetzt ein, zum Wirken und das Übernatürliche machen. Wir lesen einen mega starken Vers in der Bibel, wo genau über das geht. Im 2. Korinther, Vers 12, da steht, 3-mal schon habe ich Gott angefleht. Der Paulus sagt, mich davon zu befreien. Kommt ganz darauf an, was das ist. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn dann nämlich erweist sich die Kraft Christi in mir. Ich glaube, es hat so viel Kraft drin, wenn wir sagen, in meiner Schwachheit Jesus. In meinen Möglichkeiten Jesus. Möchte ich dir nachfolgen. Das gebe ich dir. Bei uns in der Familie, als ich mit der Marion das besprochen habe, habe ich gemerkt, ja, ich habe ganz andere Kapazitäten wie Marion. Aber mir ist nicht besser oder schlechter und eher genau gleich. Die Frage ist, in dem, was wir haben, strecken wir uns aus nach Gott und sagen, wirk du in dem hinein. Wirk du in dem hinein. Und anfangen, danke Gott, dass ich wenigstens das habe. Und ich gebe es dir. Und das andere ist, Gott sendet ja einen Helfer.
Er sagt im Römer 8, Vers 26, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. In einer anderen Bibelstelle redet vom Heiligen Geist als der Tröster. Also irgendwie hat Gott schon gewusst, dass wir irgendwo an unsere Grenzen werden kommen. Und er hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung für deine Grenzen. Er hat eine Antwort auf deine Nöte, auf deine Schwächen. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist, er macht uns stark, stärker, als wir selber könnten sein. Das Krasse ist, Gott ist nicht nur ein Gott, der sagt, hey, ich kenne deine Grenzen, ich schaffe in deinen Grenzen. Er ist sogar der Gott, der sagt, ich brich deine Grenzen. Ich erweitere deine Grenzen, ich erweitere dein Gebiet, aber in meinem Tempo. Weil ich weiss, was möglich ist, lauf mit mir. Und er erweitert unser Gebiet. Ich möchte noch eine Bibelstelle bringen, wo so zu mir geredet hat. Weil ich merke, dass das zeigt unsere Situation, egal wo wir sind. Schlussendlich, wenn wir connected werden mit dieser Gnade von Gott, leben wir immer in einem Bereich vom Unmöglichen. In einem Bereich von, das kann ich nicht, aber er macht es trotzdem. Das habe ich nicht verdient, habe ich nicht erarbeitet und trotzdem gibt es mir. In dieser Connection mit dieser Gnade sind wir immer in Verbindung mit dem plötzlichen Grenzenlosen. Im Römer Vers 1 übersetzt von der Message, was so schön einfach bildlich darstellt. Ich möchte das einfach erzählen, dort steht, indem wir durch den Glauben in das eingetreten sind, was Gott schon immer für uns ausgedacht hat. Also hat irgendein Leben, hat Gott für dein Leben ausgedacht. Aber auch wenn vielleicht bist du Umstände angekommen, wo du jetzt bist, aber er hat ein Leben sich ausgedacht für dich. Ein Leben, das vielleicht anders aussieht, als wie es jetzt aussieht. Indem wir durch den Glauben in das eingetreten sind, was Gott schon immer für uns ausgedacht hat. Gerecht neben ihm stehend, haben wir alles mit Gott durch unseren Jesus. Und das ist noch nicht alles. Wir öffnen weit unsere Türen zu Gott und entdecken zu gleicher Zeit, dass er seine Türe uns schon geöffnet hat. Wir finden uns plötzlich an einem Ort, wo wir uns immer erhofft haben. Im weiten und offenen Leben von Gottes Gnade und Herrlichkeit. Wir stehen mit erhobenem Hauptes und singen Loblieder. Wir sind alle irgendwo begrenzt gewesen. Wir haben alle irgendwo nicht das Leben führen, das Jesus für uns vorgedacht hat. Wir haben keine Verbindung gehabt zu dem Gott. Wir sind irgendwo gemerkt, wir können das Leben nicht retten. Und Jesus hat das gesehen, Gott hat das gesehen und hat gesagt, ich schicke meinen Sohn. Er stirbt als begrenzter Mann am Kreuz, dass du ein unbegrenztes Leben führen kannst. In der Verbindung mit mir bist du connected mit dem unlimitierten Gott. Und du wirst dich plötzlich an einem Ort wiederfinden, wo du denkst, das hätte ich mir nie vorstellen können. Das sieht doch nicht aus wie ich. Aber es ist nicht, weil du das erarbeitet hast, weil deine Gnade von Gott plötzlich gewirkt hat und dich an Sachen gebracht hat, wo du denkst, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal machen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich dort ankomme. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so handeln würde. Du hast vielleicht Träume in deinem Leben, wo du denkst, aber Moment, ich kenne doch meine Begrenzungen. Und Gott sagt, ja, ich kenne sie auch, ist kein Problem, ich kann mit denen umgehen. Er ist wie so ein Vater, der sagt, wenn du mit mir laufst, dann plötzlich verblassen deine Grenzen. Sie sind nicht immer weg. Unsere Grenzen sind vielleicht immer noch da, aber in der Verbindung mit mir hast du einen Zugang zum Unlimitierten. Und es ist wie eine Geschichte vom Vater-Sohn Holz. Und ich möchte euch einen Clip zeigen, weil er ist ein bisschen kitschig, aber er ist wahr und er bringt es auf den Punkt. Wir sind wie der Sohn. Irgendwo sind wir behindert. Irgendwo sind wir limitiert. Aber mit Gott auf unserer Seite haben wir jemanden, der sagt, hey,
ich mache Sachen möglich, die für dich nicht alleine möglich ist. Und der Sohn im Rollstuhl wollte rennen. Er wollte Triathlon. Hat er bezwingen. Und er hat es auch. Lass uns den Clip anschauen. Come on. Lass uns doch aufstehen, meine lieben Leute. Ich weiss nicht, wo deine Grenzen sind. Meine Frage ist, kennst du sie und lässt Gott dort hin? Gott ist der dich nicht vergleicht mit jemandem anderem. Er ist der, der dich kennt. Er ist der, der deine Grenzen erweitert und sprengt, aber er ist auch der, der in deinen Grenzen wirkt und das Unmögliche möglich macht. Und ich glaube, es ist dran, dass wir einfach anfangen, real werden mit uns und sagen, ich kann nicht mehr länger ausreden. Weil mit dir ist alles möglich. Ich kann nicht mehr länger ausreden. Ich verstecke mich nicht mehr länger hinter meinem Form von der Entschuldigung. So bin ich jetzt einfach. Die Grenzen habe ich jetzt einfach. Sondern sagen, weisst du, ich gebe jetzt dir Gott. Ich verstecke sie nicht, weil Gott ist stark in mir. Er kann sogar Grenzen sprengen und wenn er es nicht macht, habe ich Zugang zu einem unlimitierten Gott. Und er vergleicht mich nicht, er verurteilt mich nicht, ich muss es nicht mehr länger verstecken. Verstehen Sie? Jesus, wir sind da, wir sind einfach real. Oh, ich danke dir, bist du wie der Vater, den wir gesehen haben, der uns pusht, mit uns das macht, was wir nicht vorstellen können. Danke ist deine Gnade da, die uns gerettet hat, die uns einen Zugang hat gegeben wieder zu dir. Ich danke dir, Jesus, bist du jemand, der mitfühlen kann, wo du alles durchgegangen ist und überwindet hat. Ich danke, dürfen wir an Gott dienen, dürfen wir dir dienen und du kannst mitfühlen und du hast sogar den Geist gesendet, der uns tröstet, uns mitfühlt. Darum stehen wir da und sagen, wir haben keine Ausrede mehr. Wir möchten nichts mehr verstecken. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.